An manchen Stunden lieg ich wach mitten einer sternklaren Nacht und spule meinen Film hin zum Beginn, als alles anfing. Anno 1988 in die Schule real. Ich weiß, wir tagten den Gang voll, bis der Lehrer kam und fragte, was denn dieser Scheiß soll. Wir fanden es cool, doch schon am nächsten Tag war durch Terpentin alles clean. Ne große Schema noch nicht da in jenen Jahren, als Jo noch täglich lief mit Dr. Dre und Dan Lover. Unser erstes Cover mit dem Namen TBT Cash K am Plattenkatz. Ich versuchte mich als MC, erstes MC-Kontakt auf ner Wiese im Sommer 90. Homies lachen sich den Arsch ab und freuen sich. Freundlich war damals AC im Keller vom Om in Heilbronn. Unter dem Namen Systematic trocken Haken und nicht das Mikrofon. Hip-Hop-Fieber. Jeden Tag checken wir die Lieder im Music Pool. Wir war Number One und unsere Kleidung war oldschool. Adidas Sneaks 501, keine andere Farbe gültig. Am Press in HNX war ich öfters als zu Hause. Ohne Pause hatte dort meine Familie und die erste Liebe, die ich wahrlich fühlte. In unsere Gedanken brüllte sich Tim Dog rein, denn er folgte Compton. Im Sommer als die Grillen sang, Neckarhalde Session, oh wie typisch für Heilbronn, dass immer wieder Typen stressen, doch vergessen. Besessen von unzähligen Ideen, kamen die ersten Raps auf Deutsch von uns, die neuen Poeten lebten. Ein Machtkampf fand statt, anstatt man sich fand, und dann ging es richtig und man disste und pisste sich an ohne Grund. Ich war am Bunde mit Peter auslaufen am Neckar, in Sachen Boomcast war er der Checker und unsere Beats gingen ab wie Scheiße. Auf Amiga und im Sampler für 99,90, 2 Spuren, Heiko freut sich. Ständig am Kreieren, ausprobieren, philosophieren und kopieren, denn innovativ stand massiv im Passiv, bis der erste Track von uns im Bobble lief. Und der Respekt kam nicht immer, aber immer öfters mich die Leute ansprang. So steigerte sich mein Selbstwertgefühl und das erste große Ziel war ein Plattendeal. So schiel ich heute mit Freude auf die Lieder vergangener Tage, doch kann nicht mehr verstehen, was ich in manchen Texten aussagte. Aber das Hip-Hop-Feeling war existent und ich wusste, was ich wollte, war als MC voll im Element. Ich wünschte, dass uns jeder kennt, ein jeder unseren Namen nennt, auch jeder unsere Tracks hört, wenn eine Party abfährt. THC Geburtsstunde 1997, endlich kicken wir die Stile, die wir wirklich lieben. Aus dem S2000, nem Roland 1080, machte sich ein Sound breit, der fett war, alle Achtung. Schicksalsschläge bestimmten, dass wir neben diesem Jahr die Olga Jam zum Burn brachten. Es war wunderbar, der eine Pieper am MK, der andere an der Kamera. Wir im Boxring zeigten, wo der Hammer hängt und zogen unser Ding durch dick und dünn, bis hin zur Plattenfirma, die wir bis dato noch nicht zu kratzen schien. Doch es wäre keine Connection ohne Ausdauer. Power gab uns Hack als MC mit hohem Intellekt. Heute nach 11 Jahren im Biss, Déjà-vu, ich blick zurück, passiere Revue auf meine Zeit von hier zum Kill. Wenn ich könnte, würde ich das Rad zurückdrehen, um mich 88 nochmals in den Gang-Tagen zu sehen. Ich greife mit der Hand das Album im Wandschrank und flash mich zum Anfang, als alles begann. Ich seh die Bilder und verfasse dazu Zeilen, nur dass ihr hört und versteht, was ich mit Hip-Hop-Feeling meine. Ich greife mit der Hand das Album im Wandschrank und flash mich zum Anfang, als alles begann. Ich seh die Bilder und verfasse dazu Zeilen, nur dass ihr hört und versteht, was ich mit Hip-Hop-Feeling meine. Palm Bob the Jam lief auf Tele 5 Power. Von Snap-Clips vom Kommerz bis zum Tower. Von Ice-T, New Jack Swinger, Majority von MC Light, ich kannte den Running Man. Irgendwie bekam ich dann ein Tape in die Hand, auf dem stand Beats, Reads, sah den Anfang war ein Bein. Crazy Legs war's mit den Uprooks, der mich infizierte. Ich übte und eines schönen Tages klappte die erste Windmühle, die ich schaffte, ich vergesse es nie. Adrenalin schoss mir auf und ab bis in die Knie. Ich auf dem Gimmi mit Raiders Star von Nike, Picks von Cypress, ich als B-Boy von Reckless. Die Battles im Jugendhaus, dann der Einzug in die HNX, ihn doch von Community war nix zu sehen, sondern nein, doch so war's halt. Doch wir verschafften mir halt den Respekt bald. So waren wir gern gesehene Gäste in Pforzheim, Stuttgart, Bietigheim bis Singen und Heidelberg. Wir zahlten nie, schafften immer unseren Weg zur VIP, Backstage und ich weiß noch wie 93 ein MC von Retarded Youth Passy, die fand das mit Eiern beschmiss, denn sie wollte damals nicht, dass ich so miss vermarktet. Doch heute ist alles anders, so war es damals, so wird es nie wieder werden. Speedy kam mit Superman darauf, der Headspin von seinem Bruder. Ich denk heute noch, wie ich bin. Die erste deutsche Hip-Hop-Sendung auf Viva. Ich seh den Stieber, Chris im Food locker, als ich auf dem Weg zum Run vom Point Blank war. Wir trainierten, trafen an den Guns im Beach Club. Man, die Tage vergehen, doch dank Master Ace hatte ich zum ersten Mal im Sommer richtig fetten Bass. Mein erstes Haze, Anno 94, oh wie freut's mich. Der Schein rockt gegen Club, Pussys drückten sich an mich, doch nur bei einer, der Volltreffer. Doch ich ging den Weg, denn ich war ein wirklich echter. Augsburg, Köln, Nürnberg und
Mühlager. MGM wurde Hurricane, ich schlug mich wacker. Auf jeder Autobahn, um alles zu sehen. Düsseldorfer Breaker, Perser konnten auf Boogie abgehen. 95 in HNX, da geht was. Alles wird gut, es läuft der erste THC-Bass in Laufen. Im Sommer, Open Air und unser Flair. Verzaubern nicht so viele, doch im Spätherbst umso mehr. Wir rocken mit 500 Hard Bass Zombie Sport. RIP, als es sie noch gab, das Geld fürs Mand in Amsterdam ausgegeben, ab zu wie in Sanford, in der Holzhütte, Piepermix, Keks, smarte Art und Perfektion in Person. Für Leute ein Maßstab. Hombre, komm schon. Wir erlebten die Wiedergeburt HNX. Grandmaster Flash, die Franzosen aus Paris. Ich greife mit der Hand das Album im Wandschrank und flash mich zum Anfang, als alles begann. Ich seh die Bilder und verfasse dazu Zeilen, nur dass ihr hört und versteht, was ich mit Hip-Hop-Feeling meine. Ich greife mit der Hand das Album im Wandschrank und flash mich zum Anfang, als alles begann. Ich seh die Bilder und verfasse dazu Zeilen, nur dass ihr hört und versteht, was ich mit Hip-Hop-Feeling meine.